Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 17. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe des VfB Stuttgart. Und ihr wisst alle, es ist der letzte Hinrundenspieltag und das Jahresende steht vor der Tür. Und deswegen haben wir versucht, heute das Ganze hier mal so ein bisschen festlich auch zu gestalten. Auch mit der Location, an der wir stehen. Da darf der Kölner Dom natürlich nicht fehlen. Man sieht den RTL Tower. Und ja, was haben wir denn eigentlich zu feiern, Thomas? Erzähl mal. Ich würde sagen, 3 Sachen haben wir zu feiern. Erstens stehen ja die Feiertage vor der Tür. Da muss man ja feiern. Ne? Wir feiern damit auch gleichzeitig, dass dieses schreckliche Corona-Jahr am Ende ist und hoffen auf ein besseres. Ja? So, aber wir feiern selbstverständlich auch die sportliche Situation, die ja nun wirklich sensationell ist und viel, viel besser, als wir zu hoffen gewagt haben. Ja. Und drittens feiern wir, dass der Verein doch so langsam den Eindruck vermittelt, dass wir Ruhe reinkriegen. Ne? Also es ist alles auf einem guten Weg. Aber bevor wir jetzt hier zu viel Ruhe reinbringen, wollen wir doch erst noch mal über unsere Party sprechen, die jetzt ansteht. Und dafür brauchen wir vor allen Dingen ein passendes Outfit. Und deswegen würde ich sagen, lass uns doch direkt mal zum Motto kommen, ne, oder? Ja, ja gut, das steht ja wie immer auf dem Shirt. Ne? Genau. Also wir spielen gegen die Schwaben, wie ihr wisst. Und wir singen denen quasi zu, ihr könnt nach Hause fahren. Logischerweise ohne die Punkte. Ne? Und auf Shirt Deutsch heißt das Spätzleheim. Partytime! Scheiße, das ist immer ein Gedöns hier. Kann man das lesen? Ja, Leute, Spätzleheim, das bedeutet natürlich vor allen Dingen, dass sie ohne Punkte nach Hause fahren. Also die dürfen sie auf gar keinen Fall mitnehmen. Nee. Ich sag mal, was die ein oder andere Personalie anbelangt, da würde ich sagen, sind wir deutlich großzügiger, Ja, oder? du sprichst selbstverständlich, es ging durch die Gazetten, von Alex Werle, ne, der nun deutlich den Verein verlässt, wissen wir. Und alle mutmaßen natürlich, dass er dann in Stuttgart anlanden wird. Ja. Naja, gut. Also, was wir von seiner Bilanz, sag ich mal, halten, das haben wir alles in der Abschlusskonferenz letztes Jahr, wir verlinken es dann später unten nochmal, ne, ja gesagt. Das muss man jetzt nicht wiederholen. Unterm Strich ist es so, dass von den Großprojekten, die er sich vorgenommen hat, Stadionausbau, Geisbockheim-Ausbau, finanzielle Konsolidierung, keines am Ende des Tages funktioniert hat. Also wir stehen auch nicht nur wegen Corona finanziell so schlecht da. Und deswegen ist das jetzt bilanziell nicht ganz so eine dolle Geschichte. Also weinen, glaube ich, müssen wir nicht, wenn er weg ist. Nee, absolut nicht. Und vor allen Dingen müssen wir auch nicht weinen, was das Vertrauen im Verein untereinander anbelangt. Denn ich glaube, dass sich da jetzt vielleicht auch zukünftig eine ganz neue Kultur entwickeln wird. Ich glaube es nicht nur, sondern ich bin mir da 100%ig sicher. Und das beste Beispiel ist doch in diesen Tagen auch wieder die Berichterstattung in der Bild-Zeitung. Was passiert denn da? Da werden täglich Artikel rausgehauen, die den Verein diskreditieren. Und komischerweise ist immer, und das war in der Vergangenheit ja genauso, immer wenn die Bild-Zeitung schlecht über den FC geschrieben hat, wurde Alexander Werle in den Himmel gehoben. Ne? Übrigens nicht nur die Bild-Zeitung, das ist auch hier die gesamte Kumpanei à la Kallmund und Struth und wie sie alle heißen. Das ist ja immer dieselbe Machart, dieselbe Agenda, die da eigentlich stattfindet. Ne? Also Werle ist der Tollste. Und beim FC bricht das Chaos aus. Ich habe jetzt sowas gelesen wie Scherbenhaufen, sowas wie Bankrott. Ich sag mal, Leute, ganz ehrlich, und vor allen Dingen gerichtet an den Redakteur der Bild-Zeitung. Ganz ehrlich, wer soll denn das glauben? Wir stehen so gut da wie wirklich lange nicht mehr. Ne? Und der Vogel versucht uns hier einen Bankrott zu verkaufen. Ganz ehrlich, verarschen kann ich mich alleine. Tust du aber nicht, deswegen machen das die anderen. Ne? Ja, richtig. Das ist übrigens der Zeitpunkt, wo man auch mal explizit den Vorstand loben muss. Ne? Denn der hat jetzt wirklich mehrfach versucht, Alexander Werle die Hand hinzureichen. Hat immer wieder versucht, kooperativ zu sein. Ja, die haben gesprochen von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Die sind jetzt hingegangen und haben ihm, sei es auch nur pro forma, ein neues Jobangebot gemacht. Ja? Und was macht der, anstatt dass er quasi gesichtswahrend rausgeht und sagt, ich habe noch ein besseres Angebot und so weiter. Nein, es läuft wieder über die Presse irgendein Gestänkere, Wahnsinn, von dem er sich nicht distanziert. Ja? Und so gelingt es ihm eben leider doch nicht, irgendwie hier mit Anstand die Szenerie zu verlassen. Das tut mir fast für ihn selber leid, ja, weil das natürlich auch scheiße. Ne? Ja. Also, dass er den
Redakteur, muss ich immer wieder sagen, ne? Der Bild-Zeitung auch diesmal nicht zurückgepfiffen hat und der wirklich jetzt den 3. Artikel innerhalb von 4 Tagen, also ganz ehrlich, how low can you go? Die Frage nicht nur an die Bild-Zeitung, sondern ehrlich gesagt auch an Alexander Werle. So kann man sich doch hier nicht verabschieden. Und ich glaube, dass auch da draußen, selbst die Leute, die ihm immer noch die Stange gehalten haben und die immer noch die Geschichte geglaubt haben, dass er den Verein gerettet hätte, dass selbst die langsam dahinter kommen müssten, dass da eine Machart dahinter steckt, die allem entspricht, aber nicht der Realität. Also es war ja für ihn, und es war ja versuchen ein bisschen das auch sachlich aufzudrücken, am Ende des Tages ist das für ihn ja nicht mehr zu retten gewesen. Ja, ja. Ne? So, er hat eine wirklich große Opposition. Ne? Die Beurteilung dessen, was er geleistet hat, ist relativ klar. Und wenn man, wie lange muss er jetzt weiterarbeiten, um das wieder ins Lot zu bringen? Ja? Das gelingt ihm nicht. Deswegen ist es eigentlich total logisch, dass man woanders einen Neuanfang macht und versucht, aber ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe, ich mache es nochmal neu, wir wünschen ihm alles Gute. Wunderbar, ja. Aber dieses blöde Nachkarten, dieser Egoismus, ja, er hat nun wirklich den FC lange genug benutzt als eigene PR-Abteilung. Das ist das, was ich übel nehme und wo ich denke, da ist das Vertrauensverhältnis nicht da. Deswegen, vor allen Dingen, glaube ich, müssen wir nicht sauer sein. Ne? Ja. Nee, also auch von meiner Seite da nochmal wirklich ein ganz klares Lob an unseren Vorstand. Es hat ein bisschen gedauert, bis man da jetzt auch wirklich konsequenter endlich vorgegangen ist, sowohl kommunikativ als auch was die Strukturenschaffung, was auch die Personalpolitik anbelangt. Aber so langsam, muss ich sagen, ist der Werner Wolf ein echter Chef geworden. Und davor ziehe ich den Hut. Wir haben das ja auch eine Zeit lang, kritisiert wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber wir haben es zumindest registriert und auch angemahnt, dass da zu wenig kam. Ne? Und dass man sich zu lange von dem Werle auf der Nase hat rumtanzen lassen. Und es ist wirklich toll, dass die Zeiten jetzt offensichtlich vorbei sind und dass diese Ära ein Ende findet. Und deswegen, also auch nochmal zum Thema Party. Ja, ich würde sagen, die Party kann kommen. Die Party kann kommen. Ja, was wir noch nicht besprochen haben, ist, wer jetzt Neues kommt. Ne? Da bin ich mal gespannt. Ja, können wir natürlich in Wahrheit auch noch nicht beurteilen, was für Leute das sind. Aber auf dem Papier sieht es erstmal gut aus, würde ich sagen. Und ich bin wirklich extrem. Das ist auch eine Party, auf die ich mich tatsächlich freue. Ne? Ja. Ja. Und dann hoffen wir natürlich auf eine Party jetzt im Stadion, oder? Die letzte Party in Wolfsburg war ja auch schon grandios. Und wenn wir da weitermachen und wenn es uns jetzt gelingt, genauso wie der Anthony Modest den Schmatke in die Krise geschossen hat, wenn wir jetzt die Schwaben in die Krise schießen, ja, doch super, ne? Vielleicht wird der Herr Werle ja Vorstandsvorsitzender eines Zweitligisten. Ne? Habe ich das gesagt? Nee. Also, wäre das dann jetzt ein Fortschritt? Weil die Position ist ja höher als das, was er bei uns macht. Ne? Aber die Liga wäre niedriger. Meinst du, er wäre damit happy? Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube. Du musst ihn, glaube ich, selber fragen. Ich vermute, er wird ja keine Antwort geben. Ne? Jedenfalls wird es natürlich total spannend, weil wir auch für uns selber einfach wahnsinnig viel tun können in diesem Spiel gegen die Stuttgarter. Wir können, du hast gesagt Sahnehäubchen, das stimmt einfach. Ne? Absolut. Wir können auf diese Hinrunde das Sahnehäubchen draufsetzen und mit 3 Punkten unterm Weihnachtsbaum, würde ich sagen, lebt es sich auch und feiert es sich besonders fröhlich. Ne? Ja. Du Fröhliche. Also 25 Punkte, wenn uns das gelingen sollte, das wäre nicht nur ein Sahnehäubchen, sondern das wäre wirklich eine Sachertochter nochmal zum Jahresende. Und Kalorienbombe. Also ich meine, das Jahresende jetzt durch die ganze Entwicklung beim FC ist schon nicht nur versöhnend, sondern wirklich einfach nur sahnemäßig. Sahne, ne? Absolute Sahne. Und es gibt tatsächlich, ja nichts zu meckern. Ne? Was ist das denn? Ne? Haben wir lange nicht gehabt, oder? So. Übrigens auch jetzt, wenn wir mal wieder über das Spiel reden. Ne? Das war ja ein irres Ding. Ja? In Wolfsburg meinst du? Ja, ein irres Ding. Ja. Ein irres Ding. Ja. Also ich habe das zwischenzeitlich, hätte darauf nicht gewettet, sagen wir mal so. Ne? Ja, wir haben ja beide zu Hause geguckt. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt an den Bildern, die wir gepostet haben. Ja, ich bin hier beide so ein bisschen angeschlagen. Ja, also fürs Herz war das nicht gut, dieses auch Spiel. Für die Stimme war das richtig. Aber für die Seele natürlich. Also ehrlich gesagt, als FC-Fan schwebt man im Moment ja nur so durch die Gegend. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was? Wir haben noch gar nicht
angestoßen übrigens. Das ist Und ein ganz schwerer Fehler. Das können wir aber jetzt am Ende machen. Ne? Wir haben vergessen, eben Oh, anzustoßen. du Fröhliche. Ja, also okay. Siehst du, öfter mal was Neues. Ne? Ja. Also, auf ein neues Jahr, auf tolle Feiertage, auf euch da draußen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam so viele, wir haben auch wieder geile Zeiten erlebt im Stadion, auch mit euch, ne? Und mit den Leuten. Das ist einfach toll. Also, Absolut. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte, auf ein schönes Weihnachtsfest und auf eine glorreiche Zukunft unseres ersten FC Köln. Prost Leute, wir sehen uns am Sonntag 17:30 Uhr im Stadion. Europapokal.